Hallo, hallo, hallo. So schön, heute Morgen wieder mal hier zu sein. Hey, ich habe hier ein Predigtthema zugeteilt bekommen. Genau, das wird jetzt amazing. Es geht heute, bist du bereit? Bist du ready? Hallo, jemand hier? Gut. Es geht heute Morgen um das goldene Kalb. Ja, so gut. Aber bevor wir aufs Thema kommen, gebe ich euch einen kleinen Einblick in den Schulalltag eines Primarlehrers. Seid ihr ready für das? Jetzt wird's gut. Guck mal, wenn du nicht 100% als Lehrer arbeitest, ne, das mache ich jetzt schon seit länger nicht mehr so, dann gibt es ja gewisse Tage, die hast du frei. Und ich sage dir jetzt, wenn man da die Stundenpläne einteilt, als Teilzeitlehrperson bist du dann so ready, weißt du? Dann weißt du, okay, ich hätte gerne jetzt meine Tage frei, die ich gerne frei haben möchte in der Woche. Ne? Und du musst dir im Voraus gut überlegen, was macht Sinn? Will ich gerne so was mitten in der Woche frei haben? Macht Sinn, du kannst ja einfach sagen, ja, mach mal Pause zwischendurch. Oder probierst du es, entweder den Montag oder den Freitag frei zu bekommen? Weil dann hast du ein längeres Wochenende, oder? Gut, dann habe ich mir immer überlegt, ja gut, wir gehen für Montag oder Freitag, super. Bei mir war es jetzt dann so, ich habe im ICF angefangen zu arbeiten, das heißt, Montag muss ich ins ICF, das heißt, in der Schule muss ich am Montag frei nehmen. So, also bleibt wahrscheinlich Montag frei nehmen, das heißt aber Freitag arbeiten. Warum erzähle ich dir das? Als Lehrer rechnest du immer, Achtung, Montage. Es gibt den Ostermontag, es gibt den Pfingstmontag, die hast du ja sowieso frei, oder? Und bei den Freitagen gibt es Karfreitag, Auffahrt. Dann rechnest du so ein bisschen durch, was bringt mir jetzt am meisten Freitage? Und ich habe mich dann dafür entschieden, den Montag frei zu haben. Das hat einen großen Vorteil, nämlich du machst den ersten Schultag nicht. Dafür hast du den letzten Schultag. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Und was in meiner Lehrerkarriere jetzt immer so war, und ich gebe euch jetzt einen tiefen Einblick in mein Herz, okay? Was ich immer auf meiner Liste hatte, wo ich immer arbeiten musste, meine ganzen jetzt fast 10 Jahre als Lehrer, war die Schulfasnacht. Und weil ich bin selbst jetzt nicht so der größte Fan von Fasnacht, ich gehe meistens Skifahren dann, aber ich sag dir, ich kann viel, aber werken und basteln, nee, das ist immer gut, wenn das jemand anders übernimmt. Und da bin ich so ein bisschen reingeworfen worden, in meinen Praktika und so habe ich das schon mitbekommen, wie macht man das dann? Und in meinem ersten Jahr war ich in einer Klasse, da war eine Mutter dabei, und die hat so voll professionell Fasnacht gemacht. Ne? Die hat da ihr eigenes Atelier gehabt, wo sie die Larven gebaut hat. Und ich dachte mir so, super, gut, können wir da auch vorbeikommen und dann Fasnachtslarven bauen unter deiner Anleitung? Und es war super. Und wir haben das auch gemacht. Hat super ausgesehen, wirklich. Meine erste Schulfasnacht, genial, großartig, schöne Larven, wunderbar. Das Jahr drauf war dieses Kind nicht mehr bei mir in der Klasse. Also musste ich mir jetzt überlegen, was mache ich jetzt? Und ich weiß noch, wir hatten das Thema Länder, verschiedene Länder, okay? Und dann habe ich das Thema Holland zugeteilt bekommen. Und ich habe mir gedacht, oh, da könnte man jetzt wirklich was Kreatives draus machen. Und ich habe mir überlegt, komm, lass mal alle Kinder als Windmühlen verkleiden. Und am besten noch so einen Käsehut aufsetzen. Und ich habe das dann versucht, mit diesen Käsehüten und so weiter. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe so Windmühlen gebaut und die Anleitung war genial. Ich habe Ikea-Umzugskartons organisiert, ne, mit so Bändel, und dann haben die so angehabt und vorne haben wir so ein Windrad probiert zu montieren. Das Problem ist, ich musste das alleine machen. Und die Kinder, die da in meiner Klasse waren, haben dann das nächste Jahr gesagt, Herr Schmid, können wir auch nicht beim Fasnachtsumzug mitmachen? Weil das, was
das, was da rausgekommen ist, es war eh schrecklich, weil wir haben dann Farbe benutzt, die irgendwie noch ein bisschen durchgesehen hat. Dann waren eigentlich so 20 Ikea-Kinder unterwegs, die dann schön die Schrift gehabt haben. Die Käsehüte haben auch lange nicht gehalten, weil es hat geregnet und dann ist es irgendwie so halb runtergelaufen. Und es war wirklich, ja, man hat mich dann nachher gefragt, ob ich das nächste Mal auch das Projekt abgeben möchte, vielleicht an eine andere Lehrperson. Ich habe das zum ersten Mal alleine gemacht da. Ich hatte nicht mehr jemanden, der mir gezeigt hat, wie es funktioniert. Und das war dann die schmerzhafte Erkenntnis, dass wohl ich das mit dem Werken und dem Basteln lieber mal sein lasse und mal gucke, ob ich das nächstes Jahr dann auch abgeben kann, dass da die Kinder immerhin von jemandem das beigebracht bekommen, der es auch kann und nicht unbedingt von mir. Schau, die Story, die ist für heute wichtig, weil vielleicht findest du dich, vielleicht nicht bei der Fastnacht, aber vielleicht findest du dich wieder in dem Thema, dass du mal etwas von jemandem gezeigt bekommen hast und dir hat jemand was beigebracht und dann plötzlich ist diese Person nicht mehr da und du musst es alleine machen. Und plötzlich bist du so ein bisschen orientierungslos, ne? So, oh nee, wie ist das damals schon wieder gelaufen? Die Person hat mir das doch gezeigt, aber irgendwie weiß ich es nicht mehr. Und dann fängst du an, wenn es um was Technisches geht, YouTube zu durchforsten, ChatGPT zu fragen und alles. Und du probierst irgendwie wieder jemanden hinzubekommen, der dir zeigt, wie das funktioniert, was du vorhast. Kennst du die Situation? Das erste Mal alleine Auto fahren. Ja, ist so eine Situation, wo du merkst, bis jetzt ist immer ein Fahrlehrer nebendran gewesen, der konnte immer noch bremsen, wenn eine heikle Situation kam. Jetzt musst du selber bremsen. Und ich habe gemerkt, mit dem Volk Israel ist was Ähnliches passiert. Und zwar tauchen wir gerade mitten in die Geschichte ein. Wir sind jetzt etwa 3 Monate nach dem Auszug aus Ägypten. Und was gerade passiert ist, Mose wird gerade auf den Berg Sinai gerufen von Gott und da bekommt er die 10 Gebote und da ist Gott mit ihm im Austausch und spricht viel mit ihm. Und da ist Mose relativ lange weg. Du musst dir vorstellen, der ist 40 Tage auf diesem Berg oben und ist da 40 Tage weg vom Volk. Und in dieser Zeit passiert im Volk Folgendes. Wir lesen 2. Mose 32, Verse 1 bis 6. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Das passiert gerade im Volk, während Mose weg ist. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie wenn ich als Lehrer aus dem Klassenzimmer rausgehe. Ne? Ich muss kurz was kopieren. Und dann kommst du wieder rauf und merkst, oh, jetzt ist aber Scheierweier hier. Und ich glaube, das ist was ähnlich ist, was da passiert ist. Du darfst nicht vergessen, in dieser Zeit, du hast es letzte Woche gehört von Marisa, gab es eigentlich nur jemanden, der so direkt mit Gott in Kontakt treten konnte. Das ging einerseits über das Tabernakel, über das Zelt, wo dann der Hohepriester rein durfte, aber jemand anderes hat auch noch Kontakt zu Gott. Mose. Mose war doch immer der mit Gott gesprochen hat. Mose hat doch immer alle Anweisungen bekommen und die dem Volk weitergegeben. Mose war so quasi wie der Übersetzer. Der hört etwas von Gott und gibt es dann weiter. Und jetzt musst du dir vorstellen, dieser Übersetzer, der ist weg. Was passiert? Das Volk hat keinen Kontakt mehr zu Gott, weil der Übersetzer weg ist. Weil der von Gott gehört hat, nicht mehr da ist. Also jetzt hast du ein Volk, das sich eigentlich darauf verlässt, dass Gott sie führt,
aber die einzige Möglichkeit, dass sie hören, wie Gott sie führt, ist über einen Mann, der nicht mehr da ist. Klassische Führungskrise. Der ist nicht mehr da. Und jetzt ist die Frage, dieser unsichtbare Gott, den man ja nicht sehen kann, der offenbar nur durch Mose spricht, wie will der uns jetzt weiterführen? Weil ich höre ihn nicht. Und ich glaube, das war die Situation dabei. Wichtig zu verstehen ist noch in der ganzen Geschichte hier, wo das Volk kommt und gerne diesen Gott haben möchte. Wenn du zurück in den Urtext gehst, es geht nicht darum, dass die Israeliten andere Götter möchten. Es geht nicht um andere Götter, sondern es geht darum, dass der Gott, den sie aus Ägypten rausgeführt hat, den wollen sie gerne sehen. Den wollen sie gerne wieder irgendwie so direkt anbeten können. Und das macht total Sinn, wenn du dir das mal überlegst. Rundherum, sie kommen ja aus Ägypten. Und in Ägypten gibt es ganz viele Götterstatuen. Und da weißt du genau, wenn ich zu diesem Gott beten möchte, dann gehe ich einfach zu der Götterstatue und dann stehe ich vor diesem Gott. Bei Jahwe funktioniert das anders. Der ist irgendwie unsichtbar. Deswegen kommen die Israeliten und sagen, wir brauchen irgendwas, wo wir da direkten Kontakt pflegen können. Und daraufhin wird dieses Kalb gebaut. Also es kommt eigentlich so eine Aufforderung an Aaron, weil ja, der kennt Mose ja gut. Kannst nicht du uns so was machen, dass wir mit diesem Gott sprechen können? Um das geht es eigentlich schlussendlich. Also die Bedeutung dahinter ist, im Moment sind wir als Volk führerlos. Wir brauchen wieder jemanden, der uns irgendwie wieder sagt, wo wir durchgehen müssen. Wir brauchen wieder jemanden, der uns sagt, wie wir leben sollen, wo es hingeht. Wo ist die Feuersäule? Wo ist die Rauchsäule? Wir sehen es gerade nicht. Also 40 Tage Stille. Hast du in deinem Leben schon mal 40 Tage Stille von Gott erlebt? Ich glaube, es gibt genug Situationen, wo du und ich uns schon mal gefragt haben, Gott, wo bist du? Wo geht's durch? Ich höre dich nicht. Irgendwie bekomme ich nicht mehr mit, was ich tun soll. Soll ich jetzt dieses neue Jobangebot annehmen oder nicht? Soll ich den Wohnort wechseln oder nicht? Ist es jetzt wirklich Zeit, dieser Person zu vergeben? Gott, wo soll ich mit meinem Leben hin? Ich brauche eine Antwort. Ich brauche eine Guideline. Ich brauche einen Weg. Für die Israeliten machst du einen Weg durchs Meer durch, aber für mich? Stille. Vielleicht hast du diese Situation schon mal erlebt und ich glaube, das ist durchaus eine gefährliche Situation. Weil dir und mir kann genau das Gleiche passieren wie dem Volk Israel. Wenn wir Gott mal nicht hören, wenn diese Führung von Gott ausbleibt, kann es ganz schnell passieren, dass wir die Führung für unser Leben bei jemand anderem suchen, bei etwas anderem suchen. Dass plötzlich unsere Moral, unser Lebensstil, alles das, was wir aufgebaut haben mit Gott zusammen, plötzlich bei jemand anderem suchen. Ich habe dir ein aktuelles Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast heute Morgen. Also ich habe es gemerkt, ich bin auch relativ früh hierher gefahren. Ganz viele Leute sind heute im St. Jakob. Ganz viele Leute strömen so in dieses St. Jakob-Stadion rüber da. Weißt du warum? Heute ist ein Vortrag von Joe Dispenza. Und das passiert immer wieder und es ist mega interessant, weil da komme ich am Sonntagmorgen und normalerweise um die Zeit, wo ich unterwegs bin, bin ich allein auf der Straße. Da ist niemand da. Und immer wenn er hier ist, dann fahre ich da beim St. Jakob-Tunnel irgendwie unten durch und habe so eine Menschenmasse neben mir, die sich da Richtung St. Jakob bewegt. Und ich finde es ganz interessant, weil ich das immer wieder beobachte, habe ich mich mal damit auseinandergesetzt. Was ist das eigentlich? Ich habe den Namen noch nie gehört. Was ist das? Warum gehen so viele Leute dahin? Warum gehen die dahin und nicht in die Kirche? Was soll das? Und dann habe ich mir das mal angesehen und ich kürze die Theorie ab. Es geht eigentlich darum, so um das Thema Manifestation und Heilung. Und die Grundtheorie lautet, Heilung, körperliche Heilung und seelische Heilung ist möglich durch die Kraft der Liebe. Kommt dir das bekannt vor? Also ich finde es mega interessant, weil das ist eigentlich, kommen ganz viele Dinge,
die ich als Christ glaube, auch an anderen Veranstaltungen, wo du gecoacht wirst, wo dir Tipps gegeben werden fürs Leben, kommen genau gleich vor, halt ohne Jesus und ohne Gott. Aber der Inhalt ist derselbe. Verstehst du, wenn wir die Führung von Gott in unserem Leben verlieren, weil wir ihn mal nicht hören, dann gehen wir ganz schnell zu jemand anderem, der uns wieder Führung geben kann. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, die du dir aussetzen kannst. Das Gefühl, ohne Gottes Führung auskommen zu müssen, verleitet uns dazu, bei jemand anderem die Führung zu suchen. Und das goldene Kalb ist so sinnbildlich dafür. Es ist so sinnbildlich dafür, dass plötzlich ist etwas da, mit dem ich mich unterhalten kann, dem ich was opfern kann, bei dem ich was verlangen kann, bei dem ich um was bitten kann. Es ist vor meinen Augen, es ist viel einfacher als ein unsichtbarer Gott. Götzendienst hat absolut seine Vorteile. Du siehst etwas, du weißt genau, okay, wenn ich gerne Nachwuchs haben will, dann muss ich das opfern. Wenn ich gerne Reichtum will, muss ich das opfern. Das hat auch seine Vorteile. Gott warnt uns vor genau dem. Und zwar sehr, sehr früh in seinen 10 Geboten. Wir lesen kurz im 2. Mose, Kapitel 20, Verse 2 bis 5. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Gott ist ziemlich klar. Mach dir kein Bild, weil es ist ihm bewusst, wie gefährlich es für uns werden kann, wenn wir ihn durch ein Bild ersetzen. Wenn wir ihn durch etwas ersetzen, was wir selbst mit unseren Händen geformt haben. Aaron wird da bedrängt von den Israeliten im Sinne von, mach uns jetzt da ein Bild bitte. Und ich kann mir vorstellen, Aaron denkt vielleicht am Anfang noch, oh ja, okay, ja, sie haben einen Punkt. Mose ist weg, wir brauchen irgendwas, was Mose in der Zeit ersetzt. Ja, und vielleicht war er sogar so, ja, bringt mal alle euren Schmuck. Und hat sich gedacht, ja, wenn ich den bringe, dann sind sie sowieso so, nein, unser Schmuck, nee. Ist nach hinten losgegangen, sie bringen all ihren Schmuck. Und dann war Aaron wahrscheinlich so, okay, ja, jetzt muss ich auch was draus machen. Dann kommt dieses Kalb, baut er dieses Kalb. Und dann, und das ist ganz interessant, sagt Aaron, morgen ist ein Fest für den Herrn. Also morgen feiern wir ein Fest für Jahwe. Bis zu dem Zeitpunkt ist Aaron immer noch der festen Überzeugung, dass das goldene Kalb einfach so wie stellvertretend für Jahwe ist. Und danach, wir haben ja gehört, wie das dann rauskommt. In Vers 6 merken wir dann, oh, jetzt beten sie aber nicht mehr Gott an. Jetzt beten sie plötzlich dieses Kalb an und sehen es nicht mehr als Stellvertretung, sondern sehen es mehr als der eigentliche Gott. Und da wird es gefährlich. Als diese Situation so eskaliert, unten beim Volk, ist Mose immer noch auf dem Berg. Mose bekommt nichts von dem Ganzen mit. Der Lehrer ist immer noch aus dem Schulzimmer raus. Und die Situation geht drunter und drüber. Und dann kommt der Moment, weil Mose sieht es zwar nicht, aber Gott sieht es natürlich. Da kommt der Moment, als Gott Mose sagt, hey, schau mal, was das Volk da unten angerichtet hat. Sie haben sich Bilder von mir gebaut, sie haben sich ein Kalb von mir gebaut und beten dieses Kalb an. Ne? So ein paar Wochen, nachdem ich mich ihnen am Berg Sinai offenbare, paar Tage, paar Wochen, ohne dass ich ihnen jeden Tag sage, wo sie durchgehen müssen, und sie fangen sich an, selber Götter zu bauen. Dieses Volk will ich vernichten. Ich will es auslöschen. Er sagt sogar Mose, das Volk, das lassen wir hinter uns. Ich mache mit dir ein neues Volk. Du wirst jetzt der neue Stammvater. Gott wird wütend. Ich meine, er sagt es ja selber, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und genau dieses Gebot brechen die Israeliten in diesem Moment. Mose aber
hat eine ganz zentrale Rolle jetzt, weil plötzlich wird Mose zum Verteidiger vom Volk Israel. Wir lesen mal in 2. Mose 32, Vers 11. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selber geschworen hast und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Gott ist wütend, das spürt man. Aber Mose schafft es, irgendwie diese Wut auf dieses halsstarrige Volk, übrigens interessant, halsstarrig, ne? Das kommt immer wieder vor in der Bibel, wenn du mal da liest, das halsstarrige Volk. Was das bedeutet, ist eigentlich ganz einfach, du kannst dich nicht so gut beugen vor jemand anderem. Und es geht darum, dass die Israeliten, die lassen sich ganz, ganz selten wirklich so von Gott formen. Das ist ein bisschen ein Problem bei der ganzen Sache. Die Israeliten sind nicht fähig, ihren Blick Richtung Gott zu heben, weil der Hals so starr ist. Das ist die Bedeutung. Und interessanterweise ist die Konsequenz, die Mose jetzt aus dem Ganzen hier zieht. Zuerst, oder, besänftigt er Gott, weil er sich vielleicht auch denkt auf dem Berg, ja, das kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Das ist vielleicht einfach ein Missverständnis. Und kommt von diesem Berg runter, und das Erste, was passiert, ist, er zerbricht die Gesetzestafeln, weil er so wütend ist, weil er sieht, was da unten vorgeht. Weil Mose hat sein ganzes Leben dafür hingegeben, dass er unter Gottes Führung diese Israeliten aus dem gelobten Land rausbringt, dass er ihnen Jahwe näher bringt, dass er sie mit Gott connecten kann. Und dann plötzlich fangen die an, Kalb anzubauen. Na, natürlich ist er sauer dann und wirft diese Gesetzestafel nach unten, aber da hört es nicht auf. Mose wird noch ein bisschen wütender. 2. Mose 32, 26. Da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her, von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und an jedem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Moses fordert hier eine sehr klare Entscheidung am Anfang vom Text. Er sagt: Wer zum Herr gehört, die kommen jetzt bitte zu mir. Die Israeliten müssen sich da entscheiden. Ja, also dieser unsichtbare Gott, von dem ich ja nur etwas durch Mose höre, oder das Kalb, das sehe ich. Oder vielleicht auch ein anderer Gott, weil dieses die ganze Zeit unsichtbar und immer wieder was hören von einem Führer vom Volk, schwierig. Und es waren 3000 Leute, die sich dagegen entschieden haben. Und die Konsequenz ist grausam. Die Konsequenz ist heftig. Da werden 3000 Männer umgebracht. Was wichtig ist, das hat Mose aus Eigenregie gemacht. Nirgends sagt Gott zu Mose: Geh mal und bring 3000 Leute um. Das war Mose Entscheidung. Aber was hinten dran steht, ist eigentlich Folgendes. Hinten dran steht die Entscheidung für das Leben oder die Entscheidung gegen das Leben. Entscheide ich mich, auf einem Weg zu gehen, der den Herrn ehrt? Entscheide ich mich dafür, mich auf die Seite von Gott zu stellen? Und dieser Weg führt zum Leben? Oder entscheide ich mich dafür, dass ich mich nicht auf die Seite Gottes stelle und eher in Richtung Tod laufe?
Ich glaube, diese bedingungslose Nachfolge, die hier gefordert wird, die können wir genauso gut auf unser eigenes Leben übertragen. Weil bedingungslos bedeutet, es gibt keinen einzigen Bereich in meinem Leben, wo ich Gott rausnehme. Das heißt bedingungslos. Das bedeutet es ganz, Gott nachzufolgen. Es bedeutet, in jeder Entscheidung, in jedem Moment in deinem Leben, dass du Gott mit einbeziehst, dass Gott ein Teil von dir ist. Dass er nicht einfach dann in dein Leben reinrutscht, wenn es gerade passt. Oder dass du ihn aus deinem Leben rauspackst, wenn es eben gerade nicht passt. In vielen Situationen ist es schwierig, wirklich für Gott einzustehen, oder? In vielen Situationen hat es auch was damit zu tun, wie dich Leute danach behandeln, wenn du mal gesagt hast, dass du diesem Gott nachfolgst. In vielen Situationen ist es schwierig, mich dafür zu entscheiden, dass ich jetzt wirklich das einhalte, was Gott mir gebietet. Schau, ich glaube, der Fehler der Israeliten, den sie gemacht haben in dieser ganzen Geschichte, ist, dass sie sich lieber einen Gott geformt haben, als dass sie sich von ihrem Gott formen haben lassen. Ich glaube, das war der ganz konkrete Fehler, den sie gemacht haben. Und das frage ich dich heute Morgen. Lässt du dich von Gott formen oder formst du deinen Gott lieber? Weil Gott war, Gott ist und Gott wird sein. Gott ist die Wahrheit. Und jetzt ist die Frage, ob du dir gerne deine Wahrheit so ein bisschen zurechtformst, dass sie in dein Leben reinpasst, oder ob du Gott in dein Leben reinlässt, sodass er dich formen kann. Wenn du das jetzt hörst und denkst, ja, aber Gott fordert schon ziemlich viel von mir, dann bin ich absolut mit dir einverstanden. Ja, sich von Gott formen zu lassen, das ist eine Herausforderung. Das ist nicht einfach. Das ist nicht etwas, was du einen Tag machst und dann ist es einfach abgeschlossen, dann bist du geformt und es ist okay. Das ist ein Prozess, der lange geht und ich glaube, der bis an unser Lebensende anhält. Sich von Gott formen zu lassen, bedeutet in seine Gegenwart einzutauchen, bedeutet mit ihm unterwegs zu sein, bedeutet seine Ideen und sein Herz hinter seinen Weisungen für dein Leben zu verstehen. Das bedeutet, ihn an dein Herz ranzulassen, dass er dein Herz formen kann. Und ich sage dir, es gibt ja Leute, die sagen, ich wäre so gern zu Zeiten von der Bibel schon auf der Welt gewesen und hätte diese Wunder gesehen, die Gott getan hat. Aber ich sage dir, ich bin froh, lebe ich heute. Weil da waren auch, natürlich hast du viele Wunder gesehen, gell? Aber es wurden auch 3000 Männer umgebracht. Ich habe heute etwas, was die Israeliten damals noch nicht hatten. Schau, Mose macht einen ersten Versuch. Mose merkt, die Israeliten haben Mist gebaut. Sie haben sich dieses Kalb geformt und Gott ist sauer. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Wir lesen, was Mose tut. 2. Mose 32, Verse 30 bis 32. Und es geschah am folgenden Tag. Da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und jetzt kommt's. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose geht zu Gott und er bittet ihn darum, dass er ihn anstelle vom ganzen Volk aus dem Buch streicht.
Kommt dir vielleicht bekannt vor? Die Konsequenz für dieses sündhafte Verhalten der Israeliten ist der Tod. Und Mose weiß das. Deswegen geht Mose zu Gott und versucht mit seinem eigenen Opfer die Israeliten zu retten. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Ich gebe dir einen kleinen Spoiler. Gott sagt zu Mose, nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ihr seid einfach 40 Jahre in der Wüste, aber ich bringe dich nicht dafür um. Ich streiche dich nicht aus dem Buch des Lebens. Ich bin froh, dass ich heute hier lebe, weil bereits jemand gekommen ist und genau das für mich heute gemacht hat. Sich von Gott formen zu lassen, heißt nicht, dass du von Anfang an dann alles richtig machst und alles so machst, wie Gott das sagt. Nein. Was es heißt, ist zu wissen, dass du mit deinen eigenen Taten, mit dem, was du selber bringen kannst, vor Gott nicht bestehen kannst. Aber dass jemand für dich bereits den Preis gezahlt hat, die Konsequenz bereits ertragen hat. Einfach nur, damit Gott mit dir heute Gemeinschaft haben kann. Früher gab es nur Mose und den Hohepriester, die in die Präsenz von Gott reinkommen durften. Dank dem, was Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich gemacht hat, hast du heute die Gelegenheit, dass du in Gottes Präsenz reinkommen kannst. Reingewaschen und frei. Wir lesen eine ähnliche Szene, die wir vorher in Mose gelesen haben, in Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Schau, Jesus hat am Kreuz den Weg frei gemacht. Er hat gesagt, das, was Mose versucht hat bei Gott, für das Volk, das mache ich heute für alle Menschen. Das ist das Opfer, was Jesus gebracht hat. Und diese gerechte Konsequenz vom Tod ertragen hat, für dich und für mich, damit diese Konsequenz für uns nicht mehr existiert. Er liebt uns, er bringt uns seine Gnade entgegen und zwar jeden Tag neu. Das ist der Grund, warum ich sage, ich bin so froh, kann ich heute leben. Kann ich Jesus in mein Leben aufnehmen und ihm sagen, Jesus, ich weiß, ich kann es nicht alleine, aber ich weiß, durch dich bin ich vor Gott gerecht gesprochen. Du brauchst kein goldenes Kalb in deinem Leben, das dir sagt, wo du durchgehen musst. Das, was du in deinem Leben brauchst, ist Jesus. Du brauchst nicht jemanden, der dir sagt, wie du deinen Geist aufmachen musst und was du sonst alles noch in deinem Leben machen musst, wo du welche Statue aufstellen musst und wo welches Räucherstäbchen hinkommt, damit du geheilt wirst. Das, was du in deinem Leben brauchst, ist Jesus. Und durch ihn ist diese Konsequenz von diesem Tod in deinem Leben abgeschafft. Durch ihn hast du das Anrecht auf ewiges Leben. Durch ihn, nicht durch dich selbst. Nicht durch irgendjemand anders, der dir das gerne entgegenbringen will, sondern nur durch Jesus Christus. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da bin ich bin viel in der Kirche. Ihr seht mich ja die ganze Zeit hier. Ich bin ganz, ganz oft unter Christen unterwegs. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da bin ich mal weggegangen. Für so 5-6 Wochen bin ich in die USA und ich wusste, ich gehe meine Familie besuchen, aber die sind nicht wirklich gläubig. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war ich wieder mal an einem Ort, wo ich nicht andere Christen um mich herum hatte, die mir die ganze Zeit gut zugesprochen haben, die mich ermutigt haben, die gesagt haben, ja,
Lass uns beten, lass uns Worship machen. Hatte ich nicht da. Das Einzige, was ich da hatte, war meine Verbindung zu Jesus. Das ist das Einzige, was ich gehabt habe. Das ist meine Bibel. Mehr gab es nicht. Aber ich sage dir, auf das kommt es drauf an. Genau auf das. Deine Verbindung zu Jesus ist das, was dir helfen kann, dein Herz so zu formen, dass es nach Gottes Willen schlägt. Lass dich formen von Gott und forme nicht deinen eigenen Gott, weil er hat das Beste für dein Leben vor. Er will das Beste für dich. Er will dich zu reinem und vollen und erfülltem Leben führen. Und das Einzige, was du tun musst dafür, ist diesem Jesus nachzufolgen. In jedem Part von deinem Leben. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte gerne für 2 Gruppen von Leuten beten. Wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, du hast Bereiche in deinem Leben, du hast Orte, wo du sagst, boah, da habe ich Mühe, Jesus reinzulassen. Das mache ich lieber selbst. Oder wo du denkst, ja, ich glaube, das, was Gott da sagt, das stimmt nicht ganz, weil wenn ja Gott heute im 21. Jahrhundert leben würde, dann würde er das vielleicht anders sagen. Wenn du so Bereiche in deinem Leben hast, wo du Mühe hast, Gott in dein Herz reinzulassen, dann möchte ich mega gerne für dich beten nachher. Also lass uns kurz unsere Augen schließen, alle zusammen. Und wenn du das bist und du sagst, du möchtest Gott in diese Bereiche heute Morgen reinlassen, dann heb ganz kurz deine Hand auf. Jesus, du siehst die Hände, die oben sind. Du siehst jeden Einzelnen, der heute eine Entscheidung treffen möchte und zu sagen, ich will dich in einen Bereich reinlassen, bei dem ich dich bisher irgendwie außen vor gelassen habe. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns die Kraft schenkst, jedem Einzelnen davon unser Herz wirklich zu öffnen. Jesus, forme du diese Herzen neu. Wir möchten uns von dir formen lassen. Und du siehst, dass es manchmal schwierig ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen öffnest und weich machst. Für dein Wirken in unseren Herzen und in diesen Bereichen, in denen wir bis jetzt gesagt haben, da kommst du nicht rein. Und wir machen bewusst diese Bereiche auf für dein Wirken, Jesus. Komm du mit deinem Geist und nimm diese Bereiche in unserem Leben ein. Amen.